Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Unterseen. Und das haben wir heute für Sie alles parat. Unterseens Unterstufe ist ins Provisorium gezogen und in Adelboden ist die No-Farming-Piste eröffnet worden. Vorher schauen wir noch kurz die heutigen News an. Keine generelle Zertifikatspflicht in den Schweizer Skigebieten. Die Bergbahnen haben sich mit dem Bund und den Kantonen darauf geeinigt, vorerst keine neuen Schutzbestimmungen einzuführen. Sie können mit den gleichen Bedingungen die Wintersaison starten wie der öffentliche Verkehr. Das Maislabyrinth in Steffisburg war ein grosser Erfolg. 10'000 Besucher haben während der letzten 4 Wochen den Irrgarten besucht. Weil es so ein Erfolg war, soll im Februar ein Leichtparcours Besucherinnen und Besucher begeistern. Ende 2020 hat das Unterseener Stimmvolk rund 10 Millionen Franken für die Sanierung des Unterstufenschulhauses bewilligt. Damit der Unterricht ohne Unterbruch weitergehen kann, hat man für die Schülerinnen und Schüler ein Provisorium erstellt. In das sind Kinder und ihr Lehrpersonal am Montagmorgen eingezogen. Jannik Müllemann war dabei und hat mit Schulleiter Jürg Wittwer und Gemeinderat Stefan Zurbuchen gesprochen. Die Unterstüfler konnten heute das Provisorium beziehen, während das neue Schulhaus entsteht. Wie lange ist es gegangen, bis jetzt das Provisorium hier ist gestanden? Und wie lange geht es, bis die Schüler das neue Schulhaus beziehen können? Ja, es ist rund 5 bis 6 Wochen gegangen. Also in der Rekordzeit hat da eine Firma hier auf dem Platz das Provisorium hergestellt. Natürlich vorher Vorarbeiten gelaufen sind mit Fundationsschichten, Werkleitungsbau, aber innerhalb von 6 Wochen ist das Provisorium aus einheimischer Produktion erstellt worden. Ja. Und die Kinder werden jetzt da rund 1,5 Jahre drin sein. Geplant ist, dass wir in der Frühlingsferien 2023 wieder zurückzügeln können. Und jetzt ist es ein relativ aufwendiges Provisorium. Was hat alles müssen beachtet werden, damit die Schüler jetzt hier in den Unterricht gehen können? Ja, die grösste Herausforderung war natürlich, wir haben 220 Kinder in der Unterstufe. Das ist relativ viel. Unterseen ist ja die grösste Schule im Berner Oberland-Ost. Und das ist einerseits das, wir mussten die heutigen Bedürfnisse abdecken, dass die Kinder einerseits Klassenzimmer haben, andererseits Gruppenräume, natürlich die ganzen Sanitäranlagen, Lehrerzimmer, alles, was es eigentlich braucht, für dass sie 1,5 Jahre hier gleich in normalem Rahmen können Schule geben oder Schule haben. Und dann sind natürlich die ganzen feuerpolizeilichen Vorschriften, die Dämmwerte. Es ist eigentlich fast ein bisschen verrückt, aber wir für das Provisorium genau gleichen Dämmwert müssen herbringen, wenn das ein Fixbau wäre. Also die Anforderungen sind sehr hoch. Und die Herausforderung war sehr gross, aber wir haben das geschafft und sind sicher sehr stolz auf diesen Meilenstein. Also ich konnte vorhin auch einen Blick reinwerfen. Es ist wirklich sehr warm gestaltet. Es ist eine angenehme Atmosphäre. Ist das auch ein bisschen das Echo der Lehrer gewesen? Absolut. Man hat sofort gemerkt, dass weil halt viel Holz ist und so, man kann Sachen aufmachen, man kann nägeln, das kann man in einer Blechhütte, in dem Sinn kann man das nicht. Und hier haben wir die Möglichkeit, die Räume so einzurichten, dass sie einfach wie Schulzimmer vorher, man kann manchmal fast mit vorher und jetzt vergleichen. Wir haben Wandtafeln, die man sonst nicht montieren könnte. Wir haben montierte Beamer, Leinwände und alles. Also von dem her perfekt eingerichtet. Bereits zum 4. Mal gibt es auf der Centenalp dank Snowfarming schon im Herbst eine Skipiste. Bisher haben die Organisatoren rund um Reto-Depp aber ihre Baubewilligung nur auf 5 Jahre befristet gekriegt. Jetzt soll eine dauerhafte Bewilligung her. Ich habe am Samstag zur Eröffnung der Piste mal auf der Centenalp vorbeigeschaut. Ich habe das Gefühl, dass sich das extrem gut bewährt hat. Sie fahren jetzt extrem viel Ski. Und jetzt mittlerweile können wir sagen, jetzt von Mitte Oktober bis im Mai können wir hier in Adelboden Ski fahren. Das heisst, am Morgen gehen sie in die Schule, am Nachmittag können wir es trainieren. Am Wochenende, am Samstag machen wir noch das Training und dann am Dienstag gibt man dann am Sonntag frei, dass sie etwas mit der Familie machen können. Es gibt sehr wenige Standorte, die funktionieren. Grundsätzlich kann man überall Schnee zusammentun, abisolieren, das ist kein Problem.
Wenn wir im Oktober Skifahren muss es erstens eine Nordlage sein. Die Hangexposition ist um so, es strahlt einfach, die Sonne tut nur so drüber anscheinen, man kann kaum aufweichen. Und sobald es ein bisschen flächer ist und der Einstrahlwinkel ein bisschen spitzer ist, dann wird der Schnee sofort wärmer. Und jetzt haben wir hier ungefähr noch 14 Tage, 3 Wochen haben wir noch Sonne, dann haben wir nur noch Schatten und dann passiert praktisch gar nichts mehr mit dem Schnee. 100%ige Sicherheit haben wir nicht, aber die Erfahrung, die die letzten Jahre war, als wir auch schon Föhnstürme hatten, sehr warme Herbste, haben wir es bis jetzt fertig gebracht, den bis in den Winter zu bringen. Und man muss auch sagen, wir tun natürlich sehr viel Schnee auf die Piste. Im Winter würde man mit 30 cm fahren. Wir haben hier Minimum 60 cm Schnee haben wir getroffen, dass wir einfach auch die Gewährleistung haben, dass er uns auch nicht davon schmelzt. Und wir müssen, je mehr Schnee wir getroffen haben, je mehr Masse haben wir, je mehr Kühleffekt ist auch. Das war es mit dem Blick in den Tag und dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen finden Sie online im iPad oder auf unserer Homepage noch die ausführlichen Artikel. Jetzt hören Sie noch das Wetter für unsere Medienauskollegen. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung Wetter fürs Berner Oberland. Schön sind Sie dabei. Ich grüße Sie heute von der Grimmi-Alp Diemtigen, wo sich das Wetter von seiner herbstlichen Seite gezeigt hat. Ja, am heutigen Dienstag befinden wir uns noch im Einflussbereich von einem Höhenrücken mit vielen mittelhohen und hohen Wolken. Morgen dreht dann die Höhenströmung auf Südwesten und es fließt warme Luft zu uns ins Land. Ja, morgen ist es nach einer klaren Nacht mit ein paar Schleierwolken in der Region noch bewölkt. Bis etwa um die Mittagszeit herum. Und dazu messen wir am Morgen Wert von um die 5 bis 10 Grad. Ja, und auf den Nachmittag gibt es dann von Westen her immer wie mehr Sonne. Es gibt einen freundlichen Herbsttag mit Temperaturwert am Nachmittag von 17 bis 19 Grad. Und auf den Donnerstag überquert uns dann eine Kaltfront mit starkem Wind. Vorübergehend kann es auch kräftig regnen. Auf den Nachmittag lockert es dann wieder ein bisschen auf und das bei maximal 15 Grad. Am Freitag gibt es dann am Morgen in der Region noch dichtere Wolken, vereinzelt auch ein paar Schauer oder Schneeflocken ab 1500 Meter. Am Samstag, dann, abgesehen von lokal ein paar Nebel- und Hochnebelfelder, sollte es meist sonnig werden und Sonntag und Montag wird es dann voraussichtlich wieder ein Spürchen milder mit bis zu 13 Grad hier am Montag. Das war es auch schon wieder von mir und Ihrem Jungfrau-Zeitungswetter fürs Berner Oberland. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend und bis gleich wieder einmal. Ade miteinander.